Hallo, hallo. Heute geht's um Dungeon Keeper 2. Jetzt kommt dann erst einmal ein Intro, das schauen wir uns an und danach kann ich noch was dazu sagen. Ja, äh, Dungeon Keeper 2. Ähm, Ich hätte eigentlich gern meine Projektreihe mit High on Life angefangen. Das Problem ist, ich habe ja schon aufgenommen, aber man hört mich einfach nicht, weil das Spiel war sehr laut und ich habe leider dann die Aufnahme erfolgreich ins Sand gesetzt, weil man mich einfach nicht gehört hat. Ähm, Deswegen machen wir jetzt erst Dungeon Keeper und als nächstes Projekt High on Life, dass ich vergessen habe, was da überhaupt los war. Alles werde ich wahrscheinlich nicht vergessen haben, aber es ist ja schwierig zu vergessen. Aber ja, wir schieben jetzt dieses kleine Goldstückchen aus meiner Kindheit noch dazwischen und ja, fangen wir an. Wir haben hier, also man hat ja im Übrigen schon gesehen, worum es geht. Man ist der Böse und räubert die Helden über den Haufen. Ja, also recht viel mehr ist es nicht. Dazu haben wir spacige 90er Jahre Musik. Das Spiel ist von 1999, also doch schon ein bisschen älter. Sein Vorgänger ist von 1997, den habe ich leider nie gespielt. Ich habe mir das jetzt auch einmal angeschaut, weil den gibt es auch noch zu kaufen, tatsächlich. Zumindest im Internet. Aber das war so ein Pixelsalat, dass ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist, damit anzufangen. Deswegen fangen wir gleich mit dem Zworer an und starten einfach mal ein Singleplayer-Game und schauen uns das Zeug miteinander an. Also ich habe gerade den Nostalgie-Flash hochziehen. Neue Kampagne. Ja, genau. Ich habe die schon mal ein bisschen angefangen gehabt, wie mir langweilig war, aber ja, das waren bloß die ersten zwei, drei Level oder so. Und ja, überschreiben wir das Zeug. Ich finde die Map auch cool gemacht. Smilesville. Welcome, Keeper. Before you lies a happy and carefree realm. The local champion, Lord Antonius, holds the first portal gem you require.
Learn how to construct a dungeon and build up your forces so that you can crush Lord Antonius and wipe the smile from his face. Also, wir wischen ihm sein Lachen aus der Fresse und machen ihn platt. Hab ich verstanden. Gut, das ist jetzt praktisch noch Tutorial. Ja. Behold, your dungeon heart. Protect it well, for if it is destroyed, you will be banished forever from this land. Ja. Also, um das Böse, also mich zu besiegen, Here walks the goodly Lord Antonius. 'Tis he who holds the precious portal gem. But only when you've mustered strength sufficient should you challenge him and claim your prize. Lair. Hatchery. darf ich jetzt was sagen? Ja. Also, dieses Teil hier ist. First, there's money to be made. Es will mich nicht sagen lassen. Click on the flashing seam of gold. Your imps will dig out the area you designate. Well done. And now your faithful servant imps will carry back your gold to Dungeon Heart. Once here, it can be spent. The golden scale atop the screen keeps track of your reserves. A start indeed, but more gold is required. 12,000 units should be mined. Observe. Red flowers float above your imps. These give measure to their health. Their skill acquired and reflect the simple thoughts within. Haben wir es jetzt, ja? Gut. Ich fange nochmal an. Das ist unser Dungeon-Herz. Wenn das zerstört wird, werden wir für immer gebannt. Das heißt, das wollen wir nicht, weil das Böse muss doch überleben. Genau. Man kann hier Gänge graben, da sieht man dann so ein Hammer-Symbol. Du wennst mir jetzt allerweil unterbrichst, mein Freund, dann werde ich das Böse, glaub mir. Wunderschön. Your dungeon heart is full of gold. No more than 16,000 can it hold. Jetzt fängt das Reimen an. Ja, wo waren wir? Genau. Also das darf nicht kaputt gehen. Man kann da Gänge graben, wie man sieht. Das machen dann die Imps für einen. Ich markiere das praktisch nur mit meiner wunderbar bösen Hand. Die hämmert da rein und dann graben die genau dahin, wo ich will. Das schaut jetzt alles nur ein bisschen unstrukturiert aus. Ja. Bei Dungeon Herz kann so ein bisschen Gold halten. 16.000, das sieht man hier oben dann. Das ist mein Mana-Vorrat. Imps brauchen Mana. Hier sieht man, wie viel ich kriege, beziehungsweise, also wie viel ich kriege, beziehungsweise wie viel meine Imps brauchen generell. Mana braucht man auch für Zaubersprüche, die kann dann ich auch einsetzen. Die haben wir aber momentan noch nicht. Wir haben nur diese 2 Räume für den Anfang. Das ist aber auch okay. Und ja, da bauen wir jetzt einfach auch so einen Gang schon mal aus. So. Dann sollen die da ein bisschen bin mir gerade nicht mehr sicher, was meine Dinger waren. Query Tool? Oh. Na. Du das weg. Das habe ich noch nie. Das habe ich in Ads drin. Das ist mir noch nie aufgefallen. Dieses Tool. Was hat das jetzt? Ah, jetzt hat es mir praktisch genordet. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Oh, egal. Jetzt hacken wir mal das eine Teil weg, damit das... The Lair. A place of rest where creatures sleep to calm their tempers and restore their health. Your lair is built. Now right-click to cancel building mode. Gut. Also das ist jetzt praktisch der allgemeine Schlafsaal. Da ist noch ein bisschen Gold. Die können wir aber nicht mehr hinlegen. Also schmeißen wir es jetzt da einfach mal hin. Dann brauchen wir noch eine Gickelfarm. Behold. The gate through which new creatures enter your domain, drawn forth to use the rooms which you provide. Wunderschön.
darf ich jetzt was sagen? So. Tutorials Well, haben ein bisschen schwierig. has entered your domain. On his own, he is a cowardly beast, but in a horde becomes a useful fighting force. Das ist schön. Wir haben jetzt unseren ersten Goblin, der läuft jetzt da benannt. Ist auf Level 1. Nur lacht er, dem wäre das Lachen vergehen, weil der muss später kämpfen. So, jetzt haben wir da unsere Kickelfarm noch hier. Der sucht sich jetzt da ein Bett. Jetzt hat er sich da sein Bett hingebaut. Jede Kreatur hat eine andere Bettart. Also ich finde es für ein 90er-Jahre-Spiel wirklich saugeil. Ich hype's auch jetzt gerade wieder. Was willst jetzt du wieder? Dig out the flashing area and build a hatchery for food. Jetzt soll ich da oben. Aha. Jetzt soll ich da. Ich hätte da die Gickelfarm hingebaut, aber gut, dann bauen wir es halt da hin. Ja. Also, ihr merkt's, ich bin bloß ein bisschen genervt, weil wir immer dazwischen quatscht hier. Ich bin die quatscht, okay? Ich bin das. Ja, wurscht. Da ist auf jeden Fall das Portal, da kommen die ganzen Monster raus. Je nachdem, was man für Räume hat, kriechen die da raus. Da sieht man es gerade schön. Wunderbares Timing, du bist ein guter Goblin. So, und der steuert jetzt da hinten, macht sich sein Betty und alles ist easy. Die wollen natürlich auch Geld, deswegen muss man da alle schauen, dass am Zahltag auch genügend da ist, weil sonst werden sie grantig. Und sie brauchen auch, da wollen wir runter. Build a hatchery. Click here. Select the symbol of the chick. Then click over empty tiles of land you've claimed to build the hatchery. Ja. Good progress, Keeper. See? Da ist er Your gekickt. goblins are well rested in their lair, and their bellies Kann man full of erhalten. juicy chicken flesh. Now keep watch, for very soon more goblins will arrive, and then your numbers will be strong enough to challenge Lord Antonius. Ja, den packen wir schon. Genau, das ist jetzt die Gickelfarm, unsere Hatchery. Da kann man sich was zu snacken holen. Also Geld und Snacken und Schlafzimmer ist wichtig, weil sonst wären es grantig. Und ja, hau er entweder ab oder ja, ich glaube, die hau einfach ab. Das ist natürlich Servants of blöd. Antonius have broken through your walls, and you can move your gaze to see them now by right-clicking on the flashing blade. Da, auf geht's. Die kann man nämlich auch alle aufnehmen und schmeißen, wenn man gerade gesehen hat. Who, feeble as they are, pose little threat against your goblins. So, und so die Spacken da gleich mal umgehauen. Creature up. To drop him, right-click anywhere on your land. The hapless enemy dwarfs are being crushed. Observe the white health flowers which appear above them. Ja, gecrushed, Thomas, das stimmt. See that only one last petal shows. Ja, die sind auch ein bisschen angekratzt, die werden sich jetzt dann, die werden sich dann jetzt wahrscheinlich ein bisschen zur Ruhe begeben oder was essen. Und ja, die kann man auch platzen lassen übrigens. Pup. Ich weiß nicht. Ich kann mich erinnern, als Kinder haben wir so viele Gickeln platzen lassen, dass meine Kreaturen grantig geworden haben, weil sie nichts zum Essen gehabt haben. Was Travel willst denn du north wieder? and you will find your smug opponent skulking in his keep. Ja. Also wir graben uns jetzt nach Norden See, you vorwärts. discovered a magical item. Was haben wir? Ah ja, da schau ich hin. Your Gehört jetzt uns. creatures have been blessed with experience. Jawohl. Also genau, es gibt da noch so Relikte. Die kann man dann anklicken, die machen verschiedene Sachen von Map aufdecken bis Hochleveln und so weiter. Ja, genau. Ja. Jetzt müssen wir uns da bloß noch nach Norden vorgraben, habe ich gehört. Ich glaube, wir müssen eh bloß noch das eine graben und dann hat sich's schon. Mei, ist das mickrig. Pakak! Wunderschön. Away, Keeper! You shall not taint Smilesville with your evil ways. Ja, der Grattler. Speaks the feeble Lord Antonius. See how the petals of his white health flower are of a special shape. This marks him down as your pride. Packt's an. Auf die Fresse. Du bist jetzt aber Staat da, du Stimme des Bösen oder was immer du sei sollst. Wir nennen den jetzt James. Der klingt wie so ein Butler. Hello, Keeper. Lord Antonius is fallen. The portal gem lies aside his helpless form, in wait for Horny to collect it so it's yours. And comes he. Ja, jetzt störe mal nicht meine epische Szene hier. Also das da bin ich, ne? Das absolutere Böse. Ne?
So schauen wir raus. Gibt übrigens ein paar in, war das Duisburg? Oberhausen? Irgendwo da oben. Die haben eine riesige Figur von dem in der Bar stehen. Das ist schon cool. Das habe ich übel gefeiert. Mei, sind mir episch, leck mir am Arsch. It's good to be bad. Mal schau. Weil wir werden euch ja so vernichten. Sag ich jetzt noch. Devise new spells in the library. Woo! The training room lets creatures improve their combat skills. Gut. Hot lips. Mm. Ach ja. Well done, Keeper. You have successfully ended the life of Lord Antonius, and you have claimed your first portal gem as well. This is a most promising start. Ich finde da die Zwischensequenzen sehr interessant. Die kann man übrigens auch noch kriegen, diese Leder-Ladies. Waren es schwarze Jungfrauen? Ich glaube schon. Schwarze Jungfern? Irgendwie so. Die, ja, sie tun das, wonach es ausschaut. Sie foltern andere. Sie foltern, sie foltern, Kreaturen und die laufen dann zu einem über. Sehr schöne Sache. Ja, nimm's halt jetzt. Und ja, das war's. Erste Level vom Tutorial. Ja, jetzt dürfen wir uns wahrscheinlich nur mehr Gequatsche anhören, weil wir haben jetzt neue Räume. Geht schon los. A joyous land, filled with light and music. Let us silence their wailing voices once and for all. This land is defended by Lord Darius, a far tougher opponent than Lord Antonius. Only by harnessing the forces of dark magic will you defeat him. Build a library to attract warlocks to your cause, and they will reveal to you the secrets of the arcane. Ja, genau. Wir werden jetzt so eine Bücherei und einen Trainingsraum basteln und dem Darius den Portalkristall aus seiner Rüstung prügeln. The good So. Lord Darius presents himself against you now. He's more worthy as a foe. But use the rooms you won from Smilesville to good employ, and you'll slay him dead just like Antonius. Ja, den slayen wir weg, das stimmt. Den slayen wir dead. Das ist der Plan. Schau, die kleinen Zwerge, die sind schon süß. Die können auch graben wie die Imps. Die sind die näheren Imps praktisch. Aber die können auch ein bisschen besser kämpfen als unsere Better Imps. hatchery, then claim the portal near your dungeon heart. First build a lair and then a hatchery, then claim the portal near your dungeon heart. Also wir sollen zuerst einmal einen Schlafraum und Gickelform bauen und dann erst das Portal ja, in Anspruch nehmen. Wir bauen diesmal gleich ein bisschen was Größeres, weil genau, da haben wir Trainingsraum hier, dann haben wir da so ein bisschen Schlafraum, so schlauchigerweise. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, doch lieber die Library. Na, die Library, die machen wir an der anderen Seite. Die machen wir da hin. Library kommt da hin. Das glaube ich wird mir alles ein wenig zu teuer. Egal. Think big, würde ich sagen. So. Und jetzt machen wir da noch so ein Gickelfärmchen hin. Ja, ich bin's halt gewohnt, weil, ja, ich habe als Kind immer sehr groß gebaut und ich baue jetzt sehr groß.
ich habe eine Nachfolger Dungeons 1, 2, 3, ähm, habe ich das auch gleich alles sehr groß gebaut und habe halt da immer wieder dann angeschlossen. Das ist ja auch kein Thema. Gerade bei Dungeon Keeper 2 ist es jetzt so nicht das Problem, dass der Raum dann irgendwie scheiße ist. Das haben sie dann in den Nachfolger gefixt, weil Bullfrog Studios gibt es ja nicht mehr. Das ist ja aufgekauft worden, beziehungsweise pleite gegangen und dann aufgekauft worden. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es nicht mehr Bullfrog Studios oder Bullfrog Games. Und ja, ist jetzt ein anderes Studio und die haben jetzt Dungeons rausgebracht vor einer halben Ewigkeit schon. Spiele ich auch sehr gern, aber es ist halt nicht Dungeon Keeper, ne? Und ja, bei denen macht's was, wenn die Räume tatsächlich nicht komplett ausgefüllt sind mit dem Raum dann. Also wenn es da, weil hier kann ich jetzt halt einfach, sagen wir mal, so machen, dann habe ich ein halbes Schlafzimmer und das passt dann. Das ist in den Nachgängen dann nicht mehr der Fall, aber hier kann man das nur getrost, chilligerweise machen. Also machen wir es auch. Ja, weil wir werden, Training room is a place where fighting creatures hone their skills. uns sonst A nicht alles task leisten well können. done. Ja, 6 The geht schon trained los. creatures Geht will schon cost los. gold. The library, Ja, where bringt's mal warlocks' Gold, wives can Kinder. hone their evil craft, perfecting spells for you to cast at goodly foes. More gold is needed. It's out there, ready to be mined. Ja, das ist mir durchaus bewusst, dass das out there ist und dass ich es abbauen muss. Danke für den Hinweis. Ja, siehst. Jetzt funktioniert der Raum und das war schon wurscht. Aber wenn wir das Money schon haben, dann machen wir das halt. Ja. Ach, die Gickelform ist so lächerlich klar, ey, Wahnsinn. Oh, ist größer da. Der schlüpft wieder eins. Plopp. Claim the portal now, so fighting creatures will be drawn forth into your domain. Ja. Portal, ja, Claims halt dann. War nichts dafür. Ja, genau, da sind meine Zaubersprüche. Die kann man jetzt dann anscheinend erforschen. Die werden in der Bibliothek erforscht. Die erforschen alles. Die erforschen neue Räume, Zaubersprüche, Verbesserungen etc. pp. Da kommt dann noch einiges. Aber ja. Erst einmal haben wir nur die 4 Räume und zwar Zaubersprüche, die sie erforschen. Das heißt, die Library ist groß genug, die Bücherei, weil soweit ich mich erinnert, kann man nur so viel forschen, wie man Bücher hat. Wir haben 2 Sachen zum Erforschen und 3 Bücher, also das langt locker. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Naja. Und dort ein bisschen, ja, das alles, naja. Schaut nicht schön aus, aber da lassen wir sich normalerweise im weiteren Spielverlauf was einfallen. Da werden wir jetzt aber noch nicht dazu kommen, weil das wird ein sehr kurzer Kampf, weil wir werden den Darius ziemlich aufs Maul geben, wenn wir da fertig sind. Weil jetzt sprudeln da unsere Kreaturen raus und dann zerhackstückt man die Säcke. Hark now. A warlock has arrived to study spells within your library. His research will serve your magic well. Restrict him not, though, to his books, for when in battle he may prove formidable with fireballs. Ja, genau, sie macht den typischen Magier-Move und Every Feuerbälle. bookcase in your library will attract another warlock to your realm. Ah, das habe ich tatsächlich vergessen, dass man auch jetzt im Endeffekt jedes Buch hat einen Magier. Das habe ich vergessen, das nächste Mal. Was haben wir denn? Achso, ja, wir haben jetzt wieder einen Goblin gekriegt. Das ist gut. Das habe ich gar nicht gewusst, dass pro Buch ein Magier. Ja gut, aber 3 Magier mit Feuerbällen, da jetzt sagen, langt für das. Da haben wir 6 Dinger, ich weiß nicht, kriege ich dann bloß 6 Salamander? Man weiß es nicht. Weil das, glaube ich, lockt Salamander an, soweit ich das noch weiß. Und ja, jetzt haben wir aber erst einmal. Aber nicht da reinschmeißen, Kinder.
schmeißt irgendwo hin dann halt. So. Ja, genau, es verbraucht der Geld, wenn ich da aufhaue, weil wahrscheinlich Reparaturkosten, ich habe keine Ahnung. Ja, da sieht man schon, geht die Map anscheinend weiter, weil das ist alles Nebel des Krieges. Es kann jetzt einfach praktisch sein, ich will da eingraben und dann mittendrin ist aber da offen. Das ist, ja, weiß man nicht so genau, ob da eine Felswand kommt oder ob dann da einfach Freifläche kommt. Das kann ich jetzt hier hinten zum Beispiel gar nicht sagen. Also hier zum Beispiel. Aber es macht es ja wenigstens ein bisschen spannend. So. Die machen das jetzt hier alles noch schick. Die haben sich alle ihr Bettel da hingebaut, jetzt dann so ein bisschen trainieren. Wobei es mir persönlich natürlich lieber war, wenn sie forschen da, weil dann kann die da auch mitmischen. Ah, einer forscht schon, schau hin. Zwei sogar. Das sind zwar gut. Da schau her. Wunderschön. Deswegen wird der andere nichts tun, weil der hat einfach nichts zu tun. Na, wunderbar. Schaut euch das an. Herrlich. Brav. Brave Jungs. Jetzt durchtauschen, jawohl. Your Sehr schön. creatures make good progress. One improves his skill to level 2. A creature can train as high as level 4, but that's the limit. Further skill can only be attained out on the battlefield. Ja, also bis Level 4 können das da drin leveln und dann ist Feierabend. Aber ja, zumindest haben wir dann keine totalen Noob-Spackos da drin und hart's mir schneller ein. Schauen wir mal, wie viele Kreaturen haben wir? 3 Goblins, 3 Magier. Okay. Wir sind schon weitergekommen. Mhm. Ja, was? Eine Hackeln. Ja, jetzt ist der erste Zauberspruch fertig. Ja, Schild ans Behackeln. Spell has been researched. Mana is the currency Ja. of magic, and it's this you spend each time you cast a spell. Zack, Your mana zack. level is shown in green atop the screen. Ah, The 6. land will gradually renew it as it's spent. A good cast, Keeper. You've made good use of your warlock's studious research. Ja. Cast your new spell to create an imp. So open now the panel Spells and select the imp's head symbol. Hab ich doch schon. Cast it with a click on any land that's yours. So, Your jetzt imps mal. have found some dwarves. These righteous little pests may stray onto your land, and if they do, destroy them, for that's what they deserve. Imps are creatures born of magic and cost mana to sustain. Ja, jetzt sind nur den Spacken. Das ist jetzt blöd gewesen. Ja, sehr schön. Your imps will call your creatures to defend the dungeon heart. They must make sure of its protection above all other tasks. The paltry dwarfs are now destroyed. Allow your creatures time to rest and eat. When ready, guide them north to find Lord Darius's keep. Ach, die rufen meine Kreatur. Ja, das ist Click schön. on your creature picks it up. A right click on claimed land then lets it drop. Be wary though. Don't drop them too near enemies, for the dropping stuns these beasts a time and makes them vulnerable to enemy attack. You may wish to train your warlocks to improve their skills. To do this, drop a warlock in the training. Also ich schlage ein bisschen mit der Rübe auf, deswegen soll man es nicht zu nah an Feind ohne du, aber naja. Ah, da stinkt es ein bisschen, da fliegen ein wenig Flügen, aber naja. Aber das stört hier anscheinend niemanden. Gut. Gold, Gold, Gold. Money, money, money. Money. Okay.
Was sonst? Das ist das. Wir waren ja mal sowas wie Schatzkammer. Aber naja, gut. Kennt ja alles nur. Genau. Der hat gerade noch erzählt, dass die Imps Magiekreaturen sind und die eben das Mana brauchen. Aber das haben wir ja im Level davor, habe ich das schon erklärt. So. Was ich aber nicht gewusst habe, was sehr interessant ist, dass die tatsächlich dann unsere Leute holen, wenn das angegriffen wird oder es da Feinde in der Nähe sind. Das ist ja wirklich eine schöne Sache. Und die lassen praktisch alles stehen und liegen und holen einen, der größer ist als sie. To face Lord Darius. Ja, Tag the flashing tiles. Your imps will tunnel to his keep. jetzt sind wir da aufhören. Weil der Timer jetzt sagt lang übereinander. Den hauen wir jetzt aufs Maul. Lord Darius Ja, is wall wunderbar. breached. Your forces now must kill his guards and stir Lord Darius himself to come defend his land. Yeah. Tschakka, tschakka. Auf die Gosch. Jawohl. Tschakka, tschakka. Ich habe das Gefühl, wir werden leider nicht mehr rausfinden, was der Spruch da kam. Jawohl. Ja, die Magier sind noch ein bisschen besoffen, habe ich das Gefühl da. Also, wieso sind es jetzt 4? At last, Lord Darius has been roused. He enters through his hero's gate. Ja, nicht wieder gehen, Leute. Kinder, ihr müsst da Portal bleiben. gem of sing-song will be yours. Keeper, dare not think that you will conquer me, you evil threat. My dwarves and the power of good will drive you from this land. You seek to defile my realm with your foul sorceries. You will perish, Keeper. Die Mucke dazu ist schon schön. Oh, da ist einer von uns umgefallen. Recht ihn. Lord Darius lies dying. Ja, Now stirb. comes Pauli to claim you the portal gem. Your progress is most pleasing. Wir zünden sogar das Wasser aus. So böse sind wir. Das ist hammergeil. Hä? Super. Da liegt ja der Spacken. Haha. Wir sind ja so böse. Okay. The treasury lets you hold more gold. Make traps and doors in the workshop. The sentry trap targets intruders with a powerful cannon. Use wooden doors to seal off rooms and corridors. Gut. Nunchaku. I see you blasted Lord Darius off the face of the realm. A most entertaining way to claim a portal gem. Wir hätten da echt was finden können. So ein bisschen. Turn to screaming has been a tremendous joy to my ears. Ja. Aber war trotzdem gut. Der eine Spruch wäre nur, glaube ich, Elektroschocks gewesen. Also da hätte ich dann praktisch also so Blitze auf meine Feinde schleudern können. Hätte ich auch ein bisschen mitmischen können. Aber war ja nicht nötig. Gut. Und damit verabschieden wir uns dieses Mal von Dungeon Keeper. Und
ja, ich hoffe, die erste Folge war cool und ja, die nächsten Levels gibt's in den nächsten Folgen.